Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. So, ich wollte mal gucken, ob ich da noch so ein paar Freakos habe, um die ich mich noch kümmern muss. Und tatsächlich, siehe da, der Steppenfuchs ist da. Dann machen wir die Freakos noch platt, wenn die nicht uns platt machen. Was gerade ziemlich noch aussieht, ja. Au. Aha. Das ist doch mal ein super Start, oder? Gleich muss Seelan gekillt. Gordo zur Rache. Und dann schauen wir mal, dass wir die noch platt gemacht kriegen. Und zwar jagen wir alle drauf. Und du machst mal ein bisschen Valium auf die gute Seelan. Und die nackig Frau, da wirst du wieder ins Leben geküsst. Dann darf die Geschichte. Und yo, mit 2000 geht's weiter. Die sie nie erreichen wird an HP. Oder KP, wie es hier genannt wird. Alter, kann jemand aufhören, punktuell immer nur auf einer von unseren Leuten drauf zu rotzen? Das nervt wie Hölle. Stirb endlich. Na also. Gut. So wird das geregelt. Dann machst du nochmal so einen Champion auf alle. Und ja, darauf fetzt einfach mal drauf, was das Zeug hier hält. Ja gut, mach ruhig Dunner, solange du nicht zwei Zauber machst, ist alles okay. Trifft alle. Sieht auch nicht verkehrt ab, muss ich sagen. Dann war es auch ganz gut, dass ich wirklich auf alle 8 Champion gezaubert habe. Gut. Ah, hopp, das war nicht schlecht, um nochmal Level zu kriegen. Mehr möchte ich ja auch gar nicht. Dann gehen wir... Ui. Gehen wir hier weiter. Das sieht nicht schlecht aus. Nur einer. Ich habe gedacht, ich hätte auch noch den Angriffsvorteil, aber leider nein. Ach du Scheiße. Ja, Feuer mögen die wohl nicht, wie es aussieht. Komm her, ich suche den Kampf mit dir. Schade. Gehen wir halt alle auf das Sargnagel Nummer 1 drauf. Stehen glücklicherweise auch nicht in der vorderen und hinteren Reihe, sodass sie alle gleich angreifbar sind. Das ist gut. Okay, dann den ich mal sagen, den kleineren zuerst. Machen wir mal so. Den wir uns ein bisschen Luft dafür. War wohl nicht nötig, na gut. Und der ist auch fort. Sehr schön. Dann bleibt ja wohl nur noch das letzte Zimmer übrig hier. Wo es dann zur Iris geht, die hier steht. Ich bin hier, Iris. Spiegel der Wahrheit befindet sich hinter der. Wenn deine Gefühle für Maxim echt sind, wirst du dich im Spiegel sehen können. Sekunde, Molze. Ich möchte noch wissen, was du Maxim fragen wolltest. Was Maxim für dich und du für ihn empfindest. Liebt ihr euch wirklich? Meine Gefühle für Maxim sind echt. Maxim, wie steht's mit dir? Oh, du hast ja kaum einen anderen Rival als zu sagen, ja, ich lieb dich, ach mein Schätzel. Wollen wir Reiki hier, Seelan? Ja. Na gut. Die anderen müssen draußen warten, ne? Warum schiebst du die beide in die Richtung? Wer bist du dann? Ich bin Athea. Du bist der Elfe, oder? Ja, ich lebe länger als ein Mensch und ich spüre Dinge, die ein Mensch nicht spüren kann. Wird schon wieder mal Fruch beantworten? Ich schieb sie nirgendwo hier. Ich will nur die Wahrheit wissen. Die Wahrheit? Ja, die Wahrheit. Es ist meine Aufgabe, die Wahrheit rauszufinden. Aha. So. Das ist also der Spiegel der Wahrheit. Maxim, es tut mir leid, dass ich dich in die Situation gebracht habe. Seelan, du vertraust mir noch, oder? Natürlich mache ich das. Ich vertraue dir, ach. Ich bin nur hier, weil Iris es gesagt hat, was... Es ist witzig. Ich vertraue die Worte von meiner geliebten Frau. Und trotzdem beunruhigen mich die Worte von einer Fremder. Seelan, selbst wenn du nicht im Spiegel zu sehen bist, vertraue ich dir trotzdem. Danke, Maxim. Es tut mir so leid. Ich hätte es wissen müssen. Du hast recht gehabt. Ich hätte mein Vertrauen in dich verloren, falls du nicht im Spiegel zu sehen gewesen wärst. Wie absurd. Ich vertraue dir natürlich mehr als ein mickriger Spiegel. Seelan. Lass uns zurückgehen, Maxim. Ich weiß jetzt, was ich für dich empfinde. Entschuldigung, dass ich euch stehe, aber
Es sind Monster im Anmarsch. Komm schnell zurück. Aha, sie sind aber beide zu sehen. Oh, Modo, was kommt denn da gewackelt? 3 große Drache. Also jetzt weißt du, Spieler 8, dass die hier, ne? Dass die zusammenkören und pipapo. Eisdrachen. Geiler Scheiß, oder? Tja, dann würde ich mal sagen, du machst mal einen ordentlichen Phönix drauf. Das scheinen die bestimmt nicht zu mögen. Eagle Scream. Und da haben wir mit Gordo wahrscheinlich auch die richtige Wahl vom Kapselmonster getroffen. Ja, das zieht solide ab, will ich mal sagen. Die wiederum ziehen nicht allzu solide. Okay, ich revidiere die Aussage. Bei Selan ziehen sie solide ab. Der kann sich ja noch heilen hier, der närrische Kerl. Na gut. Einer wäre schon mal weg. Eieiei, nicht schlecht, Gordo. Und das zieht auch ganz gut ab. Ui. Na gut, wisst was? Da machen wir doch zweimal den Phönix drauf. Dann dürfte die Bär eigentlich auch geschält sein, oder? Zwitscher die Zwitscher. Dann müsste der Eisdrache wieder dran sein. Außer er ist halt tot. Der Seelan hat so ein paar Level gereicht. Und dann war es das mit denen. Und der Spiegel ist auch noch im Arsch. Das war ja einfach. Aber der Spiegel ist kaputt gegangen. Der kann mal nicht mehr benutzt werden. Ich denke, das ist schon in Ordnung so. Übrigens, was denn jetzt mit euch beide? Hab ich im Spiegel gesehen. Wir haben es uns anders überlegt. Nicht wahr, Maxim? Genau. Schade. Aber gerade bei Spiegel sind, ich sehe Iris gar nicht mehr. Stimmt, wo sind die dann? Die Monster haben sie nicht erwischt, oder? Ah ja, das weiß ich ja auch nicht. Sie ist sehr stark und hat mächtige Zauber drauf. Vermute ich jetzt einfach mal, hab sie nie Kämpfe gesehen, ne? Monster können aber nichts haben, behaupte ich jetzt einfach mal. Tatsächlich? Sind jetzt aber wirklich so stark? Die ist irgendwie seltsam, die taucht ganz plötzlich auf und genauso plötzlich ist sie wieder weg. Lass uns zurück ins Dorf gehen. Ah jo. Jetzt wie seid auch gemeint. Beide scheinen sich näher gekommen zu sein. Nee, sie waren sich schon immer so nah. Aha. Das war das Wort zum Sonntag oder so ähnlich. Tja, da kommt so wieder die Iris, die hat sich wohl wieder verzwirbelt. Meine Mission ist beendet. Okay, sie stellt das Ding anscheinend wieder her. Und das Ding ist wieder ganz. Jetzt gleich. Genau. Oh, sie sieht sich blauhaarig drin. Jetzt ist er leid. Es gibt kein Zurück, nur wenn einer von ihnen nie mehr ist, wenn man die Antwort erfahre. Ist es nicht so, Arek, mein Gebieter? Oh. Jetzt wissen wir Bescheid, oder, ne? Ich hoffe, ihr wisst jetzt auch Bescheid, ne? Durch die ganze Infos, die wir so kennen. Höllenfürstin. Tja, die gute Iris scheint eine Höllenfürstin zu sein, die eigentlich blauhaarig ist. Das finde ich genauso läppig wie diese Sailor Moon Tarnung, ne? Man erkennt sie ja überhaupt nicht wieder. Ah, Mann. Okay, dann gehen wir wieder zurück nach, ich weiß gar nicht, wie das Örtchen heißt. Wir werden es gleich erfahren. Durinea, genau. Die Frau ist so eigentlich jetzt an der Vorbeigänge und ist in Richtung Westen noch Chada gegangen. Alles klar, wissen wir Bescheid. Chada im Westen. Na dann. Ups. Aber wir gehen erstmal wieder auf Tauchgang. Eventuell filmen wir hier so noch ein bisschen was auf unserer Fahrt. Glur, glur. Ah, da kommen wir anscheinend wohl wirklich nur so rein. Übers U-Boot. Warte mal, halte mal eine Gaul an. Jo, da kommen wir tatsächlich nur so hin, wie es aussieht. Ach, gehen wir doch einfach mal so rein, oder? Glur, glur. Ja, da im Norden werden wir auch nicht hinkommen, wie es aussieht. Also geht's ab nach Chada oder so ähnlich. Großwetter, ja, ich hatte das bei der Drache bald besiegen müssen, oder die Stadt ist verloren. Und was sagst du dazu? Sieht so aus, als ob wir der Vulkan bald ausbrechen. Oh. Angeblich lebt im Vulkan ein grausamer Drache. Der Drache ist die Inkarnation des Feuers. Man sagt, es sei der Feuerdrache der Hölle. Ach Gott, beruhig dich, Oma. Der Itemhändler. Drachenzahn. Aha. Wenn aber viel Geld, muss ich sagen.
Schauen wir mal, wie wir das mal wieder an den Mann oder hier an die Frau bringen. Mega Schwert. Ein Schwert, für das du beide Hände brauchst. Bomber trifft alle Gegner. Ist gekauft. Die Riesenaxt, eine sehr mächtige Axt, ist ebenfalls gekauft. Zirkonstab sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Und der Runendegen. Was macht denn das Ding eigentlich? Auf diesem Degen befinden sich geheime Schriftzeichen. Bomber trifft alle Gegner. Okay, ist gekauft. Zirkonstab. Ein Stab aus massivem Zirkonit. Alles gekauft, so wie der Eron-Anzug natürlich. Heilschlaf, heilt alle Verletzungen des Anwenders. Nicht schlecht. Moment, gibt's auch bessere für Selan? Nö, dann kriegt sie auch das Ding gekauft. Eisenjacke. Eine Jacke aus Eisen. Gut, wir kaufen das mal die Ausrüstungsgegenstände hier. Wobei das Ding natürlich ein bisschen besser ist. Die Runencrawler Schattenwand verringert zeitweise die Kraft der Höllenattacken des Gegners. Schützt nur den Anwender. Okay. Alles gekauft, wieder die Hälfte verplempert von unserem Geld. Da können wir genauso gut nochmal ins Hotel gehen und eine Runde pennen. Na jo, für 20 Goldmünze ist gut. Selan und Maxim können sich mal wieder Bett für sich teilen und Guy und Atea kriegen ein eigenes Zimmerler. So, dann gehe ich noch ein bisschen auf Einkaufstour, falls es hier noch einen Dorfmagier gibt oder sowas. Ich habe einen großen Drachen nach Süden fliegen, sie aus seinem Maul in Flamme geschossen. Der heißt Smaug. Was? Der Älteste ist nach Süden gegangen. Er versucht den Vulkan zu stoppen. Unmögliches Unterfangen. Mein Großvater ist nach Süden zum Vulkan gegangen. Der Feuerberg kann jeden Augenblick ausbrechen. Der Opa hat gesagt, er wollte sich der Sache angucken. Hoffentlich geschieht nix. Ja gut, das heißt wohl wieder, dass wir Opa for the Rescue Kommando dann sind. Die Brise kommt vom Vulkan und riecht irgendwie seltsam, als hätte Drache einen erfahren lassen. Was? Was? Ich möchte auch der Feuerdrache sehen. Was hat er sich bloß dabei gedacht, allein zum Vulkan zu ziehen? Der Feuerdrache lebt auf dem Vulkan. Der Alte denkt, dass der Drache die Ursache für alles ist. Hoffentlich übernimmt sich der Älteste nicht. Schließlich nicht mehr die Jüngst. Dann würde Anne der Älteste hieße, aber ja, egal. Wir gehen mal wieder in die Kirche und gehen dann mal wieder hier zum Speichern. Ja, du kannst mal helfen, indem wir speichern hier bei dir. Und sie machen nämlich einen unnötigen Turm der Wahrheit. Und weiter geht's. Na, also dann zum Vulkan, ne? Schneekönig, ja, der freut sich wie ein Schneekönig. Aber der sieht nicht sehr glücklich aus, muss ich sagen. Also, der sieht nicht aus, als würde er sich frieren. Die Aussage ist irgendwie unbegründet bei dem Vieh, finde ich. Okay, zieht stabil ab, der Schneekönig. Und hält auch ordentlich was aus. Warum auch immer Schneekönige sich um den Vulkan rumtreiben, aber egal. So, hier sieht es auch ziemlich vulkanisch aus. Gucken wir uns das mal an. Drachenberg! Geil. Lauter Gebüsch. Okay, hier können wir anscheinend schon auf mehrere Ebenen hochklettern. Bam, bam, badabadam. So, Autismus lässt grüßen. Erstmal jeden Busch noch umgesenzt. Hier geht's wohl einfach nur ins Nirgendwo hier. Ganz genau. Na dann. Gehen wir doch mal in die unterste Ebene, in den Stolle gleich mal rein, der dort ist. Ach, schön gemacht hier mit der Berglandschaft und dem Wald vorne dran. Und da geht's wohl anscheinend zum Schlüssel, wie es aussieht. Da, 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 di, da. Hat sich erledigt. Hier geht's halt weiter. Okay, dann muss es halt der Stolle sein. Na, was gibt's denn hier an Gegner? Ihhh. Also wenn das eine Krähe ist, dann bin ich eine Fee. Alter, sind die Grotten hässlich. Da ziehen immer noch relativ stabil ab, auch die Gegner. Und das, obwohl ich mal die neueste Ausrüstung hier gekauft habe. Mann, die sind so hässlich, wie sie stark sind, die Viecher. Das ist sehr schlecht, die Kombi, wie ich finde. Okay, Selan, es wird Zeit für... Wo ist denn der Champion? Hier ist er. So. Bitte Atea, kill das Mistvieh. Dankeschön. Doppelkick. Alter, hör auf mit so einem Rotz. Die sind echt urhässlich und ich habe das Gefühl, die hätten nur Glubschare, sondern die schielen nach. Dazu sind die Flügel so kümmerlich. Meine Fresse.
Da wäre sogar, also, Mann, mir fällt kein Vergleich gerade ein. Also selbst ein Pinguin wäre nicht stolz auf solche Flügel. Ich weiß, der war schlecht, aber spontan fiel mir nichts anderes ein. Behemoth, sehen das doch. Na also. Hab doch gewusst, dass diese Viecher nochmal auftauchen als Behemoth. Ich war mir nur nicht mehr so sicher. Die werden jetzt wahrscheinlich über Erdbeben und so Zauber verfügen, nämlich mal. Aber sie ziehen nicht so viel ab wie gedacht bei unseren Spielercharaktere. Mal gucken, ob Gordo noch bleibt, aber wir können zusätzlich... Na, Bomber hat noch Maxim, bis der 3 ist wahrscheinlich zu spät und unnötig, um auf alle Art zu greifen. Ja, genau. Das wäre unnötig gewesen. Bitte, Gordo, greif A und hau nicht ab. Dankeschön. Ja, das scheinen die schwächsten Gegner hier bisher zu sein. Wobei der Name Behemoth eigentlich eher für ziemlich mächtiges Landmonster spricht. Aber, na gut, ich nehme es so hier. Wahrscheinlich hat er irgendeinen richtig fiese Zauber parat. Hopf, Kill. Ja, also, geht doch. Für Maxim hat es mal wieder für Level gereicht. Oh, das muss wahrscheinlich wieder alles wegsenzt werden, wie das aussieht, damit der aufgeht, wie der Pfeil hier weist. Aber schauen wir doch erstmal, ob wir noch hier reinkommen. Ja, da ist wieder so ein violette Vincent, das Moll. Ich greife den Grasdrachen zuerst. Da ist auch sinnvoll, dass ein Grasdrachen in einem Vulkan rumspaziert. Naja. Hauptsache wir haben der Angriffsvorteil. Du wäre Gordo jetzt eigentlich mit seiner Feuerattacke. Entschuldigung, prädestiniert. Hoffen wir mal, dass Gordo einer von den Angriffe auch nutzt. Nö, macht er nicht. So weigert er sich penetrant. Alle hopp. Dann geht's weiter auf das komische kopflose Getier, das sich hier Venusfliege nennt. Ich probier's einfach mal. Weil Venusfliege ist für mich so Venusfliegefaller und die sind eigentlich feuerempfindlich, so wie es wohl auch aussieht, ja. Ja, könnte so sein. Noch einer weg. Oh Mann. Das ist immer so ätzend, wenn diese Gegner Konfusionszauber drauf haben. Okidoki, aber da geht's noch zum besonderen Gegenstand. Das heißt, da muss ich irgendwie die Bombe noch verwenden, richtig. Okay, probieren wir es doch einfach mal. Zack. Watz. Nicht so gut, ne? Moment, der geht in die Richtung. Das heißt, ich mache hier einen Dreher. So. Nicht so gut. Nö. Bombe. Dreher, Schwert. Und dann, ja. Okay. Bisschen logisch gedacht und dann läuft das auch. Da geht's dort zum gute Echo-Ring. Mal gucken, was das Ding anstellt. Echo-Ring. Erhöht Beweglichkeit. Speedy. Wäre eigentlich was für Guy, damit der Kerl wieder ein bisschen schneller ist. Aber C-Stärke will ich dann auch nicht nehmen. Ja, bringt an sich einen Scheißdreck, das Zeug. Na gut, dann folgendes. Wir wechseln wieder zum Haken und gehen hier rüber. Was ist dann hier? Willst du den Aufzug tatsächlich bewegen, musst du was richtig Schweres drauf liegen. Ich glaube, das Schwerste, was wir haben, sind die zwei Kameraden hier. Ansonsten gibt es aber nichts mehr, oder? Nö. Dann guckt mal her hier. Kinder der Nacht. Ah, da geht's auch noch hoch. Gucken wir da erstmal hier. Eine Hydra mal wieder. Du greifst zuerst da. Aquahydra und die Power-Hydra. Sieht ja schon geil aus. Ich weiß, dass die richtig unangenehm werden kann, diese Power-Hydra. Und die Aquahydra hat sich ja schon gegenüber Gordo als sehr lästig erwiesen. Schauen wir mal, wie viel das abzieht. Gar nicht mal so verkehrt. Und dann geht es nochmal auf die Aquahydra. Und sie bleibt hartnäckig am Leben, bevor Seelan sie dann tötet. Okay, hier gibt es erstmal noch nichts. An den ich ja glatt sage, ihr liebe Leid,
wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig, wo wir dann hier auf die Plattform was Schweres drauflegen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.